Die Bibel sagt uns, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das heißt aber, bis zum Zeitpunkt des Todes hast du die Möglichkeit, Gottes Gnade für dich in Anspruch zu nehmen. Nun, wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel und wir fangen an mit dem Epheserbrief und das wird wahrscheinlich einige Botschaften geben. Heute einfach mal so wie eine kleine Einführung in den Epheserbrief. Vielen herzlichen Dank, dir Freddy, vielen herzlichen Dank auch dem Musikteam. Wunderbar, ihr könnt so weitermachen. Habt Jesus vor Augen, habe ich das einfach mal genannt, als Einführung in den Epheserbrief. Und da habe ich mir auch einen Schlüsselvers, oder besser gesagt einfach so wie ein Leitvers ausgesucht aus dem Epheserbrief. Und der steht in Epheser 1, Vers 3. Dort lesen wir: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Was für ein Geschenk. Und im Epheserbrief geht es um was? Es geht im Grunde genommen um die Gemeinde Jesus, aber die Gemeinde Jesus soll das wieder strahlen, was Jesus Christus in uns hineingelegt hat, was wir sein dürfen in Jesus Christus. Es geht um die Herrlichkeit, um die Größe, um den Reichtum des Christus. Das wird uns alles nahegebracht. Fritz Rienecker, er schreibt in seinem Kommentar über den Epheserbrief Folgendes: Die hohe Bedeutung des Epheserbriefes liegt in seinem großen Thema. Es ist das Thema von der Gemeinde Jesu Christi. Die neutestamentliche Gemeinde ist eine von Ewigkeiten her beschlossene und für die Ewigkeiten bestimmte Schöpfung des Vaters durch den Sohn im Heiligen Geist. Mit ihren Wurzeln steht die Gemeinde Jesu Christi in der Ewigkeit, ruht in Gottes Vaterherzen und treibt ihre Krone wieder in die Ewigkeit zu Gottes Thron zurück und verzweigt ihre Äste in alle Generationen und durch alle Jahrhunderte hindurch und ist ewig. Sie hat ewig unendlichen Grund und ein ewiges, unendliches Ziel. Das schreibt Fritz Rienecker in seinem Kommentar als Einleitung über den Epheserbrief. Und jetzt kurz einige geschichtliche Daten, Eckdaten bezüglich des Epheserbriefes und dann gehen wir dann langsam zum Thema. Nun, der Brief an die Epheser wurde geschrieben vom Apostel Paulus ungefähr zwischen 60 und 62 nach Christus. Und Paulus schrieb diesen Brief, diesen wunderbaren Brief, an einem Ort, wo es alles andere als wunderbar war, nämlich im Gefängnis. Er war in seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Und dort schreibt er den Epheserbrief zusammen aber auch mit dem Kolosserbrief, dem Philipper- und Philemonbrief, die sogenannten Gefangenschaftsbriefe des Apostels Paulus. Und diese Briefe sind so voller einer Fülle, von einer Tiefe, von einem Jubel, von einer Herrlichkeit. Das kann nur passieren, wenn jemand mit Jesus unterwegs ist und mitten in der Gefängniszelle von Jesus Christus erfüllt ist. Und um das geht es eigentlich auch in unserem ganz persönlichen Leben. Sind wir von Jesus erfüllt? Ist Jesus unser Ziel? Ist Jesus unser Inhalt? Die Gründung der Gemeinde Jesus geht zurück, man ist da nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich war da ein Ehepaar maßgeblich mit beteiligt. Nämlich Aquila und Priscilla zusammen mit dem Apostel, oder besser gesagt mit dem Apollos. Nicht dem Apostel, sondern dem Apollos. Die haben miteinander gearbeitet, könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 18, ab Vers 23 und weiter. Da sehen wir, wie dieses Ehepaar arbeitet. Es ist fleißig mit dem Apollos und entsteht eine Gemeinde in Ephesus. Paulus selber hat dann 3 Jahre in dieser Gemeinde gearbeitet und hat dann später auch den Timotheus dort eingeführt, dass der Timotheus diese Arbeit weiterführen kann. Und später dann, so sagt uns auch die Überlieferung, die kirchengeschichtliche Überlieferung sagt, dass der Apostel Johannes in Ephesus später dann auch als Gemeindeältester gearbeitet hat und von dort dann auch in die Verbannung musste nach Patmos. Die antike Stadt Ephesus, es ist heute nur noch ein Ruinenhügel, liegt an der türkischen Ägäisküste in der Nähe der heutigen türkischen Stadt Selçuk. In neutestamentlicher Zeit war Ephesus ein großes Handelszentrum
Ein wichtiges Bildungs- und Wirtschaftszentrum, lag an der Hauptstraße zwischen dem Osten des Römischen Reiches und hat den Osten des Römischen Reiches verbunden mit der Hauptstadt in Rom. Es war eine bedeutende Handels- und auch Wirtschaftsmetropole. Und Ephesus galt in der alten Zeit als eine der 3 wichtigsten religiösen Städte des Römischen Reiches, zusammen mit Athen, Jerusalem und eben Ephesus. Ja, der religiöse Kult in Ephesus galt der Diana oder auch Artemis. Es ist genau der gleiche Name, einfach verschieden, einmal von römischem her oder einen vom griechischen her. Entschuldigung. Der Tempel der Artemis galt damals als eines der 7 Weltwunder. Und die Artemis ist gleichzusetzen, wie ich schon gesagt habe, mit Diana, der römischen Göttin der Fruchtbarkeit. Und der Kult der Diana in Ephesus war verbunden mit ganz viel Unmoral, war aber gleichzeitig auch ein riesengroßes Geschäft. Woran sehen wir das? Wir können das nachschlagen in der Apostelgeschichte 19. Dort lesen wir, Apostelgeschichte 19, sehen wir, wie ein Silberschmied namens Demetrius, er leitet die Herstellung von silbernen Nachbildungen des Tempels der Göttin Artemis und verschaffte damit den Kunsthandwerkern in der Stadt beträchtliche Gewinne. Und wie groß diese Gewinne waren, das ist unglaublich, weil bekehren sich einige Leute in Ephesus und sie bringen aus dem, was sie sich zu Hause angehäuft haben, bringen sie ihre Zauberbücher und verbrennen die. Das lesen wir nun in Apostelgeschichte 19 ab Vers 18. Da bekommen wir ein klein wenig einen Eindruck, wie groß der Reichtum, der dieser Kult den Ephesern verschaffte, wie groß er war. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 19, nun traten viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten, sich auch mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Und eine ganze Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Man schätzte ihren Wert auf 50.000 Silberdrachmen. Und damals war ein Arbeitslohn 1 Silberdrachme. Das heißt, das sind 50.000 Tageslöhne eines Arbeiters. Umgerechnet auf heute ergibt es ungefähr einen Wert von 5 Millionen Schweizer Franken. Einfach so einmal verbrannt. Aber es zeigt, welchen Reichtum dort angehäuft wurde durch den Tempeldienst eben in Ephesus. Der Artemiskult war ein einträgliches Geschäft. Der Apostel Paulus, er predigt das Evangelium in Ephesus 3 Jahre lang, bekehren sich Menschen und plötzlich gibt es einen Widerstand gegen die Botschaft des Evangeliums in Ephesus. Klar, kann man verstehen, wenn man sieht, dass da plötzlich das Geschäft flöten geht. Und da sehen wir in Apostelgeschichte 19 Folgendes. Ich weiß, etwas viel Text, aber das geht schon. Ich lese es für die, die ganz hinten sind, die können es wahrscheinlich nicht lesen. Ich lese es gerne vor. Um jene Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Glaubens zu schweren Unruhen. Ein Silberschmied namens Demetrius verschaffte den Kunsthandwerkern in der Stadt mit Nachbildungen vom Tempel der Artemis ein gutes Einkommen. Eines Tages rief Demetrius alle, die in diesem Gewerbe beschäftigt waren, zusammen. Männer, sagte er, ihr wisst, dass wir diesem Geschäft unseren Wohlstand verdanken. Nun habt ihr sicher schon erfahren, dass dieser Paulus den Leuten einredet, Götter, die von Menschen geformt werden, seien keine Götter. Mit diesem Gerede hat er nicht nur hier in Ephesus Erfolg, sondern fast in ganz Asien. Aber es geht ja nicht nur darum, dass unser Berufsstand in Misskredit gerät. Nein, es besteht auch die Gefahr, dass die Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt.
Sie, die heute in der ganzen Asien und überall in der römischen Welt für ihre herrliche Größe verehrt wird. Und wenn ihr einmal eingebt, Göttin der Epheser, da seht ihr, wie diese Frau dargestellt wird, als eine Göttin mit ganz vielen Brüsten. Das heißt, da war Unmoral, da war auch ein Kult vorhanden, den die Menschen total in Beschlag nahmen. Und genau das war auch die Herausforderung der Gemeinde in Ephesus. Ich habe gesagt, der Tempeldienst in Ephesus war verbunden mit Unmoral. Aber ich habe auch gesagt, da war eine Handelsstraße zwischen dem Osten des Römischen Reiches und der Hauptstadt Rom. Das heißt, viele Leute zogen hindurch, eine Handelsroute, verschiedene Kulturen waren dort zugegen. Dazu kommt aber auch der unglaubliche Reichtum der Stadt. Viele, viele Dinge, wo man das Herz daran hängen kann. Dazu kam aber auch noch, dass einmal im Jahr musste dem Kaiser in Rom gehuldigt werden, indem man im Tempel dem Kaiser huldigte und ihm ein Opfer darbrachte. Wer das nicht tat, der lief Gefahr, ins Gefängnis zu kommen oder sogar den wilden Tieren vorgeworfen zu werden. Das sind alles Herausforderungen der Gläubigen in Ephesus. Dazu kam aber auch noch etwas aus den eigenen Reihen der Epheser, da drohte auch Gefahr. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 20. In Apostelgeschichte 20 sehen wir, wie der Apostel Paulus, er ist unterwegs nach Jerusalem, er ruft die Ältesten der Gemeinde von Ephesus zusammen und er sagt ihnen, dass er sie nicht mehr sehen würde. Und er gibt ihnen Folgendes mit. Paulus wird dann in Jerusalem gefangen genommen, nach Rom gebracht, wo er dann später auch den Märtyrertod stirbt. Auf alle Fälle, Apostelgeschichte 20, da sehen wir, ab Vers 28, gebt Acht auf euch selbst. Also er redet das hier zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leiter auch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied werden reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten. Sogar aus den eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irrezuführen und auf ihre Seite zu ziehen. Also hier sagt Paulus, zu all diesen Gefahren, die schon da waren und sind, kommt noch dazu, aus ihren eigenen Reihen werden Männer aufstehen und sie wegzuziehen versuchen von der brennenden Liebe in Jesus Christus. Und all das waren Gründe, warum der Apostel Paulus den Epheserbrief schreibt. Und ich frage mich, wenn ich so einen Brief lese, weswegen schreibt Paulus diesen Brief? Paulus wollte die Gemeinde in Ephesus warnen. Er wollte sie motivieren, er wollte sie unterstützen, er wollte sie wieder ganz neu auf Jesus ausrichten. Und das tat er, indem er ihnen Jesus Christus seine Herrlichkeit vor Augen führte. Er wollte sie warnen. Und es ist ja so, leider hat diese Warnung des Apostels Paulus irgendwo durch nicht ganz gegriffen. Irgendwo hat die Gemeinde in Ephesus doch den Blick auf Jesus verloren. Und woher sehen wir das und woher wissen wir das? Nämlich in Offenbarung Kapitel 2. In Offenbarung Kapitel 2, da sehen wir Folgendes. Da sagt der Herr Jesus, er sagt, zu der Gemeinde in Ephesus lässt er ausrichten und ihnen das sagen, ich weiß, wo du lebst. Also er weiß, der Jesus sagt hier der Gemeinde von Ephesus, ich weiß, dass ihr dort lebt, wo der Tempel der Diana der Artemis ist. Ich weiß, dass du wohnst mitten im Götzendienst. Ich weiß, dass du wohnst mitten in der Unmoral. Ich weiß aber auch, dass du wohnst in einem kulturellen Umfeld, das alles andere ist als der Bibel entsprechend. Ich weiß das alles. Deswegen schreibt er, ich weiß, wo du lebst. Und ich weiß, was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Der Herr lobt diese Gemeinde. Ich weiß auch, dass niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind.
Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten. Ich habe erwähnt, der Kaiserkult, den man einmal im Jahr huldigen musste. Und dann heißt es, ich weiß, dass du Ausdauer bewiesen hast und um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Und dann kommt eben das, was der Apostel Paulus schon geahnt hat, auch durch den Heiligen Geist niedergeschrieben wurde. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Am Horizont hatten sich Gewitterwolken abgezeichnet und der Apostel Paulus hat diese Gewitterwolken sehen kommen und deswegen schreibt er diesen Epheserbrief. Es geht um den Verlust der ersten Liebe. Es geht um den Verlust, dass man nicht mehr staunt über Jesus. Und die Gemeinde in Ephesus waren auf dem Weg, trotz all dem, was sie erlitten, trotz all dem, was sie arbeiteten, sie waren dabei, die erste Liebe einzutauschen mit Oberflächlichkeit. Sie waren dabei, die tiefe Verbindung mit Jesus durch Gleichgültigkeit zu ersetzen. Sie waren dabei, den Reichtum in Christus auszutauschen mit dem Reichtum dieser Welt. Und aufgrund dessen schreibt Paulus den Epheserbrief. Vielleicht haben Sie Zeit, den Epheserbrief in aller Ruhe zu Hause durchzulesen. Es sind nur einige Kapitel. Ich denke, wenn Sie das in einem Stück durchlesen, in einer Stunde sollten Sie durch sein. Schauen Sie etwas weniger heute Nachmittag Fußball, dann klappt das schon. Oder von mir aus nach dem Fußball ist auch kein Problem. Auf alle Fälle, wenn Sie den Epheserbrief durchlesen, werden Sie feststellen, da geht es immer wieder um etwas, um einen Reichtum. Einen Reichtum, und das Wort Reichtum kommt 5-mal vor im Epheserbrief. Und es geht immer um den Reichtum, den wir haben als Gemeinde Jesus, den Reichtum in Jesus Christus. Da wird der Reichtum beschrieben, der Reichtum seiner Gnade. 2-mal kommt das Wort vor, der Reichtum seiner Herrlichkeit, der Reichtum seiner Güte, der Reichtum in Jesus Christus. Und über diesen Reichtum wollen wir uns ein wenig Gedanken machen. Eben, ich habe gesagt, wir werden dann später noch verschiedene, auch Predigten halten über den Epheserbrief, da werden wir in die verschiedenen Kapitel noch vertiefter hineingehen. Heute einfach einmal der Reichtum, den wir haben dürfen in Jesus. Als erstes der Reichtum seiner Gnade. Und dazu wieder einen Bibelvers, nämlich Epheser 1, Vers 7 bis 8. Da steht, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Der Reichtum seiner Gnade. Hat nicht der Herr Jesus bezahlt mit seinem Blut für deine Schuld und Sünde? Hat nicht der Herr Jesus alles gegeben in seiner Gnade, damit du ein Kind Gottes werden kannst? Hat er nicht alles getan, damit du sein Kind werden darfst? Und deswegen beschreibt der Apostel Paulus diesen Reichtum seiner Gnade als überströmend, grenzenlos. Und beim lebendigen Gott gibt es keine Schuld, die nicht vergeben werden könnte. Solange dass du lebst, hast du die Möglichkeit, Buße zu tun, umzukehren und Vergebung zu empfangen. Die Bibel sagt uns, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das heißt aber, bis zum Zeitpunkt des Todes hast du die Möglichkeit, Gottes Gnade für dich in Anspruch zu nehmen. Der Reichtum seiner Gnade ist überströmend, grenzenlos. Ein wunderbarer Reichtum. Der Reichtum gilt für die Schuld deines Lebens. Sie darf und sie kann vergeben werden am Kreuz von Golgatha. Denn in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Kommen wir zu einem zweiten Reichtum. Es ist der Reichtum seiner Herrlichkeit. Weißt du, was du besitzt in Jesus? Und ich hoffe immer wieder neu, dass die Menschen anfangen zu staunen über den Reichtum, den wir haben in Jesus Christus. So lesen wir in Epheser 1, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens,
damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ein weiterer Bibelvers, wo genau das Gleiche sagt. Ergebt euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Weißt du, dass du heute Morgen mit Jesus in deinem Herzen in die Zionshalle gekommen bist? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Weißt du, dass du in deiner Schwachheit Gottes Kraft erfahren darfst? Weißt du, dass Gottes Liebe durch seinen Heiligen Geist in dein Herz und Leben ausgegossen ist? Weißt du, dass du eine lebendige, ewige Herrlichkeitshoffnung hast? Weißt du, dass du eines Tages bei ihm in der Herrlichkeit sein wirst? Weißt du, dass auf dich ein wunderbares, herrliches Erbe wartet? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt die Bibel, sondern die zukünftige, die suchen wir. Wir sind hier nur auf der Durchreise, wir gehen nach Hause. Ich weiß, wo ich hingehe und ich freue mich darauf. Wie es sein wird, weiß ich nicht, aber ich sage das immer wieder auch hier auf der Kanzel. Wenn diese Welt schon so schön ist, wie muss diese Welt sein, die Gott schafft und er sagt, sieh, ich mache einen neuen Himmel und neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Es ist der Reichtum seiner Herrlichkeit. Und über all diese Themen könnte man so viel nachdenken, wieder eine Predigt machen, aber wir machen ja Schritte durch die Bibel, sonst werden wir ja gar nie fertig. Kommen wir zum dritten. Es ist der Reichtum seiner Güte. Und da lesen wir in Epheser 2, Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Der Reichtum seiner Güte deckt alle deine Schuld ab. Egal wer du bist, was du getan hast. Wenn du in echter, tiefer Buße zum Herrn Jesus kommst, beim Herrn Jesus zusammenbrichst und sagst, ja Herr Jesus, ich kann nichts bringen, vergib mir. Der Reichtum seiner Güte erweist sich in deinem Leben. Und der Reichtum seiner Güte ist nicht nur auf jetzt beschränkt, sondern auch auf gestern, auf heute und auf morgen. Und der Reichtum seiner Güte reicht aus bis in die Ewigkeit. Der Reichtum seiner Güte wird dich tragen in die Ewigkeit. Wisst ihr überhaupt, wer das ganze Universum zusammenhält und trägt? Die Wissenschaftler sagen ja, es ist irgendwie eine Urenergie. Aber die Bibel sagt uns in Hebräer 1, Vers 3, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Und das wird er auch in Zukunft tun. Er hat sich gebunden an sein Wort und hat gesagt, dass er diese Welt tragen wird, die neue Schöpfung, die er machen wird. Und er wird dich und er wird mich tragen. Und deswegen der Reichtum seiner Güte wird sich erstrecken über die der Zeitalter hinaus bis in alle Ewigkeit und ist gegründet in Jesus Christus. Der Reichtum, das vierte, der Reichtum des Christus. Ja, das stimmt da, okay. Da heißt es nämlich, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Der Reichtum in der Person Jesu, der Reichtum seines Namens, der Reichtum seines Werkes, der Reichtum seines Sieges, der Reichtum seiner Erlösung, der Reichtum seiner Gemeinde, der Reichtum seines kommenden Reiches, der Reichtum seiner Zukunft. Das sagt Paulus. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und wisst ihr, die Gemeinde in Ephesus stand in Gefahr, alle diese Reichtümer aus den Augen zu verlieren. Und ich denke, wir alle, wir stehen immer wieder in der Gefahr, den Reichtum dieser Welt auszutauschen, oder besser gesagt, den Reichtum in Christus auszutauschen mit dem Reichtum dieser Welt. Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Die Bibel sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Hast du Jesus noch vor Augen? Und genau das standen die Epheser in Gefahr, aus den Augen zu verlieren. Und deswegen für mich ist der Epheserbrief in erster Linie ein Motivationsbrief. Ein Motivationsbrief aus dem Gefängnis, aus der Dunkelheit dieser Gefangenschaft, aus dem Leid an die Epheser, ihr lieben Epheser, ihr liebe Gemeinde in Ephesus, bleibt beim Herrn Jesus. Freut euch über seinen Reichtum, über seine Fülle, über seine Herrlichkeit, über seine Größe. Und deswegen der Apostel Paulus, er nimmt die Gemeinde, der er 3 Jahre ja persönlich gedient hat, nimmt er an der Hand und er führt sie wieder ganz neu vor Jesus hin, ganz neu zum Kreuz hin, ganz neu in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und dann redet er und er braucht dann wieder Bilder. Er braucht Bilder, um geistliche Wahrheiten so verständlich zu machen, dass die Epheser das verstehen. Oder wenn wir in der Bibel lesen über verschiedene Bilder, die der Apostel Paulus braucht, das sind immer Bilder, um uns geistliche Wahrheiten so verständlich zu machen, damit wir es verstehen. Und so redet der Apostel Paulus im Epheserbrief über 3 Geheimnisse. Es ist das Geheimnis seines Willens in Epheser 1, Vers 9 bis 12. Dann das Geheimnis seines Leibes in Epheser 3, 3 bis 7. Und dann redet er auch über das Geheimnis der Verbindung zwischen Mann und Frau, Braut und Bräutigam in Epheser 5, 22 bis 33. Das sind alles Bilder, die der Apostel Paulus braucht, die die Bibel benutzt, um uns geistliche Wahrheiten nahezubringen. Wie können wir geistliche Dinge verstehen, wenn sie nicht transportiert werden in menschlich verständliche Bilder? Und genau das macht der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, er möchte nur eines, dass die Gemeinde in Ephesus wieder ganz neu anfängt zu staunen. Zu staunen über die Herrlichkeit Jesu. Zu staunen, dass wir als Gemeinde Jesu mit Jesus verbunden sind. Teilhabe des neuen Bundes. Dass wir wieder ganz neu staunen über den Erlösungsplan, den sich Gott ausgedacht hat. Und so kommen wir und betrachten als erstes das Geheimnis seines Willens. Und dazu lesen wir Epheser 1 ab Vers 9. Da heißt es, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hat er es sich vorgenommen und so hat er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte. Sobald die Zeit dafür gekommen war, unter ihm, dem Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, was im Himmel und das auf Erden und was auf der Erde ist. Das Geheimnis seines Willens. Das Geheimnis seines Willens umfasst unter anderem auch dich persönlich. Es ist Gottes Plan der Erlösung vor Grundlegung der Welt, in der Ewigkeit, im Vaterherzen beschlossen, in der Zeit durch Jesus Christus zur Ausführung gekommen und heute in einem jeden, der da glaubt und im Glauben das annimmt, auch zur Wirklichkeit werden darf. Das ist im Grunde genommen in meinen Worten zusammengefasst das Geheimnis seines Willens. Das Geheimnis seines Willens, der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Geheimnis seines Willens wird in Jesus offenbar gemacht. Ich habe gesagt, vor Grundlegung der Welt im Vaterherzen entstanden. Dann wird Jesus als Gottmensch in Bethlehem geboren. Mit meiner Schuld beladen. Unter Pontius Pilatus gekreuzigt. Am 3. Tage auferstanden. Er ist gen Himmel gefahren und er wird wiederkommen, um sein Reich aufzurichten. Nämlich das umzusetzen, was wir hier lesen, Epheser 1, Vers 10. Unter ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereinigt werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist.
Gottes Heilshandeln wird in Jesus Christus offenbar und umgesetzt. Das ist das Geheimnis seines Willens. Wir haben das gelesen. Ich zitiere noch einmal Epheser 1, Vers 10. Unter ihm, dem Oberhaupt, das ganze Universum, soll alles vereinigt werden. Was bedeutet das? Hat nichts zu tun mit Allversöhnung, überhaupt nicht. Sondern in Jesus Christus wird mit der Sünde aufgeräumt. Wird diese Sünde hinweggeschafft. Der Herr Jesus vor Grundlegung der Welt als der Sieger festgelegt am Kreuz von Golgatha. Er hat Sünde, Tod und Teufel am Kreuz besiegt. Er hat am Kreuz in seinem Gehorsamsweg beginnend in Bethlehem bis zu seiner Himmelfahrt, hat er den himmlischen Vater verherrlicht, so dass der lebendige Gott sagt, als der Herr Jesus aus dem Wasser steigt des Jordan, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und das Geheimnis seines Willens ist, die Ehre Gottes soll wieder auch auf dieser Erde und in deinem Leben wiederhergestellt werden. Das Geheimnis seines Willens ist Gottes Antwort auf die zerstörerische Macht der Sünde. Es ist Gottes Antwort auf die Sünde, die den Menschen gefangen nimmt. Und es ist Gottes Antwort auf die Sünde, die die Schöpfung zerstört hat. Und deswegen sagt auch der Herr, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Es soll wieder alles hergestellt werden, so wie es einmal war, zur Ehre des Vaters, zur Ehre Gottes. Das Geheimnis seines Willens, es soll zurechtgebracht werden, was aus den Fugen ist. Das Geheimnis seines Willens ist, Gerechtigkeit soll werden. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 19, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Es soll alles wieder zu dem Ursprung kommen, wo es eigentlich einmal war, wo es hingehört. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Du darfst Teil werden von Gottes heiligen Willen, indem du Ja sagst zu dem Plan Gottes für dein Leben. Indem du am Kreuz von Golgatha zusammenbrichst, ihm Recht gibst und dein Leben völlig und ganz ihm anvertraust. Es ist das Geheimnis seines Willens, das dann in deinem Leben umgesetzt wird. Und wisst ihr, wenn wir das begreifen, wenn die Epheser das begreifen, dann fangen sie wieder ganz neu an zu staunen. Das führt in die Anbetung hinein. Und es kommt dazu, dass wir uns gerne und freiwillig ihm zur Verfügung stellen. Denn wir Menschen sind für ihn geschaffen, zu seiner Verfügung. Und wenn wir ihm uns zur Verfügung stellen, dann sind wir dort, wo wir hingehören. Und es geht uns gut. Wir sind geschaffen für ihn. Weg von ihm sind wir in der Sünde. Ganz nahe bei ihm sind wir in der Erfüllung. Und da sagt der Herr, meinen Frieden gebe ich euch, weil wir dort sind, wo wir eigentlich zu dem wir geschaffen sind. Kommen wir zum Zweiten, das Geheimnis seines Leibes. Da lesen wir nämlich auch wieder einen längeren Abschnitt. Und ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich wurde auch schon gefragt, ja, weswegen ich immer so verschiedene Übersetzungen brauche. Ich liebe es. Ich liebe die Elberfelder zum Studieren, die Schlachter. Ich habe gern aber auch neue Genfer Übersetzung, neue evangelistische Übertragung und so weiter und so fort. Und wenn ich dann eine Bibelübersetzung nehme, die sehr gut das ausdrückt, was ich eigentlich sagen möchte, dann bitte ich euch um Verzeihung, dass ich diese Übersetzung nehme. Neue Genfer Übersetzung, Epheser 3, Vers 3. Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, also ein zweites Geheimnis, das Geheimnis seines Leibes, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis des Christus spreche. Den Menschen früher Generationen
hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Judenerben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Paulus schreibt das den Ephesern. Er braucht dieses Bild des Leibes, damit sie erkennen und anfangen zu staunen und über dem Staunen wieder ganz neu den lebendigen Gott anbeten, wieder ganz neu zu der brennenden ersten Liebe geführt werden. Paulus braucht das Bild des menschlichen Körpers. Er hat dieses Bild schon einmal erwähnt, nämlich im 1. Korinther, in Korinther Kapitel 12, Vers 12. Da sagt er sagt, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Also hier wird also die Gemeinde mit einem Leib verglichen. Und wenn wir einen Körper anschauen, einen menschlichen Körper, der menschliche Körper ist ja ein einziges Wunderwerk. Bestehend aus ungefähr 206 Knochen, bestehend ungefähr aus 206 Knochen, 640 verschiedene Muskeln, 5,8 Kilometer Nervenbahnen. Allein das Gehirn besitzt ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen. Untereinander sind diese Nervenzellen verbunden mit über 1 Trillion Synapsen. Und alles so entstanden durch einfach Evolution. Also ich staune immer wieder. Wir haben einen wunderbaren Gott, einen wunderbaren Schöpfer. Er sprach und es steht da. Und allein schon unser menschlicher Körper sollte doch uns zur Anbetung bringen. Und jetzt kommt der Apostel Paulus und braucht diesen Vergleich des menschlichen Körpers, um uns zu zeigen, dass wir eine Einheit bilden untereinander, dass wir einander brauchen, dass es nicht ohne das andere Glied geht. Wir gehören zusammen und alles zusammen wird zusammengehalten und geführt, geleitet durch das Haupt, durch Christus. Der Kopf ist doch auch beim Mensch die Befehlszentrale. Ich habe noch nie gehört, dass man versucht hat oder dass es gelungen ist, einen Kopf zu transplantieren. Also ich möchte nicht jemandem meinen Kopf ausleihen, das geht ja nicht. Und deswegen Christus ist der Kopf, das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde ist ein einziges Wunderwerk. Und deswegen sagt auch Paulus in 1. Korinther 12, 12, es setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Wir sind ein Ganzes, wir brauchen einander, wir sind aufeinander angewiesen. Und doch bestimmt, geführt und geleitet durch das Haupt. Bist du dir dessen bewusst, dass im Grunde genommen dein Chef Christus ist? Er ist das Haupt. Bist du aber auch dir dessen bewusst, dass du verbunden bist untereinander mit dem, der neben dir sitzt, wenn ein Kind Gottes ist, der hinter dir sitzt, der vor dir sitzt? Verbunden durch Sehnen, Bänder, Muskeln? Bist du dir bewusst, als du dich bekehrt hast, dass du mit hineingenommen wurdest in diesen Leib des Christus? Und dass er, Jesus Christus, dein Chef ist? Du kannst nicht tun und lassen, was du willst. Er ist der Chef. Er sagt, wo es lang geht. Er bestimmt auch über die Gemeinde und er bestimmt auch über dich, dein persönliches Leben. In 1. Korinther 12, 13 lesen wir, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Das Bindeglied untereinander ist der Heilige Geist. Der neben dir sitzt, hat den genau gleichen Heiligen Geist, den du auch empfangen hast bei der Wiedergeburt. Ob er dem Heiligen Geist so viel Raum gibt, wie du ihn solltest geben in deinem Leben, ist eine andere Frage. Aber er wohnt in ihm, wenn ein Kind Gottes ist.
Und ein jeder Christ ist durch diesen Heiligen Geist für alle Zeiten versiegelt. Der Heilige Geist macht uns zu einer Einheit, hält uns zusammen. Und es spielt es keine Rolle, woher wir kommen, wer wir sind. Und der Apostel Paulus sagt, die Juden und die Heiden sind nun eins geworden. Und er sagt, das ist ein Geheimnis, was in alter Zeit nicht vorhanden war. Und dabei ist Jesus Christus der Chef. Kolosser 1,18. Er, Christus Jesus, er ist auch der Kopf des ganzen Körpers, nämlich der Gemeinde. Und einfach etwas anders ausgedrückt, er ist wirklich der Chef. Er sagt, was zu tun ist. Und deswegen staune ich immer, wenn Gemeinde Jesu meint, sie könne ohne die Bibel, ohne die Anweisung des Chefs existieren. Geht gar nicht. Wir müssen uns orientieren an dem, was der Chef gesagt hat. Ich kenne keinen Betrieb, wo jeder Angestellte machen und tun lassen kann, was er will. Ein solcher Betrieb, der geht irgendwann Bach runter. Aber ein Betrieb, wo sich an die Betriebsanleitung des Chefs hält, sollte normalerweise funktionieren, wenn es ein guter Chef ist. Wir haben den besten Chef, wir haben unseren lebendigen Gott, der uns ganz klar sagt, wo es lang geht, und zwar in seinem Wort. Und deswegen, wir als Gemeinde Jesus sind dem verpflichtet, der sagt in seinem Wort, was wir zu tun haben. Er ist es, der führt, er ist es, der leitet, er ist es, der bestimmt. Und dazu kommt aber auch, er ist es, der uns bewegt. Er sagt, Arm, bewege dich. Er sagt, Fuß, geh. Er sagt, Mund, rede. Er sagt, tue das und tue jenes nicht. Und wir sind dazu berufen, durch unser Tun, indem wir seine Befehle beherzigen, umsetzen, ihn zu verherrlichen. Die Gemeinde Jesus soll mitten in der Welt, soll sie ein Zeugnis sein, ein Licht sein, hinweisend auf das Haupt, Christus in euch. Und so, wenn wir so mit Christus verbunden sind und das tun, was er will, dann wird alles, was wir tun, zu einem Gottesdienst. In 1. Korinther 10, Vers 31, so sagt uns der Apostel Paulus, als Glieder an seinem Leib, als einer, in dem Jesus wohnt, ihr esst oder trinkt oder was ihr tut, so tut alles zur Ehre Gottes. Also wenn du heute den Grill anschmeißt, dann tu es zur Ehre Gottes. Und wenn du heute vegetarisch isst, tu es zur Ehre Gottes. Und wenn du heute gar nichts isst, tu es zur Ehre Gottes. Wenn du morgen zur Arbeit gehst, verherrliche ihn. Du bist mit ihm verbunden, Christus in euch, der Heilige Geist wohnt in euch. Unser ganzes Leben als Gemeinde und Gemeindeglieder, als einzelne Gläubige, darf und soll ein Gottesdienst sein. Ob wir lesen, Auto fahren, Zähne putzen, Musik hören, ein Buch lesen, kein Problem. Wir tun alles zur Ehre Gottes. Und deswegen sagt auch Kolosser 3, Vers 17, sagt uns die Bibel ganz klar, und alles, was ihr tut, in Wort oder Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wir dürfen wissen und sollen wissen, er in uns, er bewegt uns, er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Wir gehören zusammen, alleine geht's nicht. Und so kommen wir als drittes, zu einem dritten Geheimnis. Und eben diese Geheimnisse, die will Paulus den Ephesern vor Augen führen, damit sie merken, ihr lieben Leute, ihr steht in Gefahr, Christus aus den Augen zu verlieren. Und er sagt als drittes, das Geheimnis zwischen der Ehe von Christus und der Gemeinde. Epheser 5, Vers 25 und 32. Und ich lese da, auch wieder nach der neuen Genfer Übersetzung, da sagt nämlich der Apostel Paulus, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Ich ertappe mich immer wieder mal zwischendurch, und da bin ich ein Weltmeister, dass ich manchmal meiner Frau ungerechte Vorwürfe mache. Ihr Männer, habt ihr das auch schon gemerkt? Ich rede zu den Ehemännern. Ich rede aus meinem eigenen Leben.
Und oft muss ich Buße tun und sagen, Herr Jesus, vergib mir, ich habe Fehler gemacht. Es tut mir leid. Christus hat uns noch nie einen Vorwurf gemacht als Gemeinde. Noch nie. Er weint um unsere Sünden. Er ist betrübt, sein Heiliger Geist betrübt über unsere Sünden. Über dem, dass wir nicht auf sein Wort eingehen. Und deswegen fängt Paulus an und sagt hier in Epheser 5, und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig, ohne Flecken und Runzel oder irgendeiner Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Weißt du, was du in den Augen Gottes bist, die Gemeinde Jesu? Weltlich gesehen werden Mann und Frau, Vater und Mutter verlassen. Und sie werden aneinander anhängen. Ich lese es hier nach Epheser 5. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es oder beziehe es auf Christus und auf die Gemeinde. Paulus braucht, um dieses Geheimnis zu erläutern, braucht er eben dieses Bild. Dieses Bild soll uns ein wenig zeigen, das Verhältnis zwischen Gott, zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Nun, die Ehe ist keine menschliche Erfindung, sondern es ist der Gedanke Gottes, und zwar noch vor dem Sündenfall, dass schon im Paradies sollte diese Beziehung von Mann und Frau ein Hinweis sein auf die Beziehung, die Gott und Jesus miteinander haben, diese Innigkeit, diese Verbundenheit. Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir eine Ehe führen, dass wir eigentlich ein Hinweis sind auf das, was Gott in seiner Einheit ist? Wertschätzend, respektierend, achtend. Und so ist die Ehe Aufgabe und Gabe zugleich. Der Herr Jesus, er hat seine Gemeinde aus freien Stücken erwählt, sie aus seiner Liebe ausgesucht. Er hat mit ihr einen Bund geschlossen, einen ewigen Bund. Er hat einen Blutsbund gemacht und auch die menschliche Ehe ist ein Blutsbund, die nicht gebrochen werden kann und darf. Der Herr Jesus hat mit seiner Gemeinde einen Bund geschlossen, als er am Kreuz von Golgatha sein Blut vergoss. Er hat am Pfingsten einen Brautpreis bezahlt, ein Brautpfand. Er gab uns seinen Heiligen Geist als Anleih an das, was wir eines Tages ganz werden haben. Er ist gen Himmel gefahren und hat seiner Braut, seiner Gemeinde, hat er gesagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und er wird sie wieder nach Hause holen und wir werden eines Tages bei ihm sein. Und all diese Dinge, die der Apostel Paulus hier braucht, möchte er den Ephesern sagen, ihr lieben Leute, wisst ihr eigentlich, was wir in Jesus haben, was wir in Jesus Christus sind, welchen Reichtum? Habt ihr das aus den Augen verloren? Dass der Herr Jesus sagen muss in Offenbarung, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Ja, die Gemeinde in Ephesus stand in Gefahr, diese erste Liebe zu verlassen. Und deswegen schreibt Paulus diesen Epheserbrief. Er möchte den Ephesern sagen, schaut einmal, ihr seid so reich gemacht in Jesus Christus. Ihr seid so reich gemacht in einer wunderbaren, herrlichen Erlösung. Er hat uns aus dem Dreck der Sünde gemacht zu seinem Eigentum. Er hat vor Ewigkeiten her beschlossen, seine Gemeinde zu seiner Leib, zu seiner Braut zu machen. Wir dürfen Glieder sein an seinem Leib. Er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Er hat uns gezeigt, wer wir sind. Er hat uns gezeigt, dass er uns in Liebe erwählt hat. Er hat uns herrlich gemacht in ihm. Er hat einen ewigen Bund geschlossen. Und wisst ihr, in alledem geht es im Epheserbrief immer wieder nur um eines. Besser gesagt, um einen. Es geht im Epheserbrief um Jesus Christus und sein Verhältnis zu seiner Gemeinde. Es geht im Grunde genommen auch, wenn man das persönlich nimmt, es geht im Epheserbrief darum, um Jesus Christus und seine Beziehung zu dir. Hast du Jesus, haben wir Jesus vor Augen? Staunen wir noch über ihn? Über dem, was er getan hat? Wann sind wir das letzte Mal einfach
niedergesunken und habe ihn einfach angebetet. Ihm Danke gesagt, ihn gelobt und gepriesen, unser Leben ihm zur Verfügung gestellt. Dem Apostel Paulus geht es darum, dass die Epheser ganz neu entzündet werden in der tiefen, brennenden Liebe zu Jesus Christus. Möge das auch so sein in deinem Leben. Und deswegen möchte ich schließen mit folgendem Vers. Epheser 1, 21. Ist Jesus Christus alles dir? Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und die Frage, die sich hier stellt, herrscht Jesus Christus heute schon in dir? Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wenn wir den Epheserbrief lesen, da staunen wir einfach nur über dich. Über die Fülle, über den Reichtum, über den Segen, über die Herrlichkeit, all diese Dinge. Und Herr Jesus, wie schnell stehe ich in Gefahr, dass ich dich aus den Augen verliere. Und Herr Jesus, ich möchte einfach dich vor Augen haben. Im Psalm heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Weil er mir zur Rechten steht, werde ich nicht fallen. Herr Jesus, ich möchte dich vor Augen haben. Halte mich ganz nahe bei dir. Ich bin angewiesen auf dich. Ich brauche deine Hilfe. Danke dafür. Amen.